Ja, schönen Dank. Das ist schon ein bisschen bitter, dass man irgendwie Gedichte schreibt und Liedtexte und sowas und dann kommt man so auf die Bühne und kriegt den meisten Applaus, ne? Aber was schaffst morgen, wenn man ein Sexobjekt ist, ne? Hallo? 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 Ne, ich wollte eine blöde Geschichte mal dran setzen, also Töchterchen. Also eben wir über meinen Sohn jetzt Töchterchen, Praktikum, kümmert sich natürlich nicht, Mutter Ohl telefonieren, irgendwie, ne? Hier, hallo Rendsburg, ja, kann losgehen, Praktikum und was ich was. Journalistin. Praktikum als Journalistin. Und Töchterchen fängt Praktikum an und ich habe keinen Witz, einen Wegloder, habe ich Texte verschickt über ein komplettes Fußball-Comedy-Programm und Pressemitteilung und unter anderem habe ich ein Foto mitgeschickt, wo ich so zu sehen bin. Der Redakteur der Hallo Rendsburg, Herr Arne Jens, fährt Mittwochmorgen den PC hoch, klickt zufällig als erstes die Mail an, die ich ihm geschickt habe und klickt zufällig das Foto an, das ich ihm mitsendete. Er fängt laut an zu lachen und dreht den Bildschirm in Richtung seiner 14-jährigen Praktikantin und sagt, wozu sich ältere Männer alles hergeben. Ich weiß, sagt die 14-jährige Praktikantin, das ist mein Vater. Der Redakteur der Hallo Rendsburg versucht dann noch die Situation zu retten und sagt, ja, auch irgendwann kommst du in das Alter, wo du dich nicht mehr deines Vaters schämst. Und die etwas zu kecke Praktikantin sagt, da warte ich schon lange drauf. Aber die Woche später, kein Witz, waren wir auf dem Cover, Titelbild, der Hallo Rendsburg. Ne? Auch so eine unterschätzte Zeitung in Deutschland. Ne? Erst kommt die Süddeutsche, dann kommt die Taz und dann kommt schon die Hallo Rendsburg. Auflage 60.000. Ne? Also bei uns ist noch Luft nach oben. Wie schafft man es, auf das Cover der Hallo Rendsburg zu kommen? Man schleust die Tochter in die Redaktion ein. Schönen Dank.